Matthäus Kapitel 17. 6 Tage später nimmt Jesus den Petrus und den Jakob und dem sein Bruder Johannes und führt sie neben raus auf einen hohen Berg rauf. Und vor ihnen wird er verwandelt. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne, seine Kleider werden schneeweiß. Der Moses und der Elias erscheinen und reden mit ihm. Der Petrus sagt zum Jesus: «Meister, es ist gut, dass wir da sind. Wenn du willst, machen wir da 3 Zelte. Dir eins, Moses eins und Elias eins.» Da wo er redet, wirft eine helle Wolke einen Schatten aufs und eine Stimme aus der Wolke sagt: «Das ist mein Sohn, den ich gern habe und wo ich einverstanden bin mit ihm. Hört auf ihn.» Die Jünger hören es, fallen auf die Erde und haben grausam Angst. Und der Jesus kommt zu ihnen, langt sie an und sagt: «Steht auf und habt keine Angst.» Wo sie ihre Augen aufmachen, sehen sie niemand außer dem Jesus. Und wo sie wieder den Berg ablaufen, befiehlt ihnen der Jesus: «Erzählt niemandem von dieser Erscheinung, bis der Menschensohn wieder lebendig ist von den Toten.» Und die Jünger fragen ihn: «Warum sagen die Schriftgelehrten, der Elias müsse zuerst kommen?» Er gibt ihnen zur Antwort: «Der Elias soll ja kommen, um alles wieder machen wie vorher. Ich sage euch, dass der Elias schon gekommen ist. Aber sie haben es nicht gemerkt, sondern mit dem gemacht, was sie wollen. So wird auch der Menschensohn nochmal von ihnen gequält.» Da merken die Jünger, dass er vom Johannes dem Täufer redet. Und wo sie zu den Leuten zurückkommen, kommt ein Mann auf ihn zu, geht auf die Knie und sagt: «Meister, hab Mitleid mit meinem Sohn. Er ist epileptisch und leidet schwer. Allbot geht er ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn auch schon zu deinen Jüngern gebracht, aber sie haben ihm nicht helfen.» Der Jesus gibt ihm zur Antwort: «Ihr Ungläubigen und vertrüllten Leute, wie lang muss ich bei euch bleiben? Wie lang muss ich es noch bei euch aushalten? Bringt mir ihn da an.» Und er schimpft mit dem Dämon und der geht aus ihm raus. Und von dem Augenblick an ist der Bub gesund. Darauf gehen die Jünger allein zum Jesus und sagen: «Warum haben wir ihn nicht austreiben können?» Er sagt ihnen: «Weil ihr kurzgläubig sind. Glaubt mir, wenn ihr nur für einen Fünfer Vertrauen habt und er sagt zu dem Berg: ‹Gang von da, dort über,› so geht er. Und nichts ist unmöglich für euch.» Diese Art Dämonen treibt man nur durch Reden mit dem Gott aus und mit Fasten. Wo sie zusammen sind in Galiläa, sagt Petrus zu ihnen: «Der Menschensohn wird bald den Menschen ausgeliefert. Sie töten ihn und nach 3 Tagen wird er wieder lebendig.» Das macht's heillos traurig. Wo sie auf Kapharnaum zurückgekommen sind, kommen die Einzüger von der Tempelsteuer zum Petrus und fragen: «Zahlt euer Meister keine Tempelsteuer?» Er sagt: «Mal.» Und als er ins Haus geht, kommt ihm der Jesus mit der Frage zuvor: «Was meinst du, Simon, von wem verlangt der König auf der Erde Zoll und Steuern? Von den eigenen Landeskind oder von den Fremden?» Da sagt er: «Von den Fremden.» Der Jesus gibt ihm zurück: «Also müssen die Landeskind nichts zahlen. Dass wir es nicht verrückt machen, gang an den See fischen und nimm den ersten Fisch, der anbeißt. Wenn du das Maul aufmachst, findest du einen Stater drin. Der ist nicht für mich und für dich.»